unser WC drin. Das kennt ihr vielleicht schon von anderen Episoden. Der Dirty Job. Das ist da. Da hinten. Unsere Garage. Ganz wichtig. Weil da sind schließlich auch unsere Velo drin. Et voilà. Ich mache auf der anderen Seite. Hat es auch noch Türen, dann mache ich auch auf, dann seht ihr besser rein. Kuckuck! So. Da wohnen unsere Velo, unsere Stromkabel, unser Gas. Und da haben wir sogar noch ein bisschen Licht, falls es gebraucht wird. Jetzt zeigen wir euch natürlich auch noch das Innenleben. Willkommen im Sunny. So, da haben wir unsere Wohnsituation. Den Tisch kann man verstellen. Die Führerkabine mit unseren 2 Stühlen, die kann man drehen. Da haben wir auch noch eine Sitzgelegenheit, da kann man dann schön die Füße auflegen und so da sein. Und da den Tisch, den kann man in der Höhe verstellen, da kann man auch noch ein Notbett draus machen. Da unter dem Polster da ist der Wassertank drin, 110 Liter. Da oben haben wir ganz viele Kästchen und ein riesiges Dachfenster, das gibt schön hell. Und nochmal Kästchen. Und jetzt kommen wir zu der Küche. Und zwar haben wir eine Eckküche, also ich kann vor allem eine Eckküche wählen, weil man sieht, wenn man da am Kochen ist der Durchgang immer schön frei. Dann haben wir auch hier Kästchen. Das ist eben gefüllt, die anderen sind noch leer. Da haben wir jetzt so ein bisschen Geschirrsachen drin. Und dann haben wir, da haben sie an allen Fenstern so Flügelgitter. Das haben alle Fenster. Plus so Verdunkelungsrollon natürlich, wie man es halt kennt. Dann haben wir hier einen Kochherd. Und bei diesem Modell 2017 ist neu der Keramikguss Eisengussgitter. Das ist wirklich, ich glaube, noch eine gute Sache. Wir haben es zwar noch nicht ausprobiert, weil wir haben ja noch nicht gekocht. Die Vorgängermodelle, die haben so dünne Metallgitterli gehabt. Und die sind, glaube ich, relativ stark verbogen mit der Hitze. Und das ist wirklich also massiv. Es ist auch relativ schwer. Und ja, da haben wir die 3 Kochfelder. Dann haben wir hier das Abwaschbecken mit dem Hahn, einen schönen edlen Hahn. Und was auch noch gut ist, da hat es so einen Stöpsel. Das kann man gerade auch brauchen, um quasi das Wasser, damit es eben nicht abläuft. So, dann kann man den rausziehen. Wutsch. Und das Wasser geht ab. Super, wie die Heidenküche. Gut, dann haben wir auf der rechten Seite einen Tiefkühler. Der ist relativ gross. Ist auch recht kalt schon. Oh ja, machen wir schnell wieder zu. Dann haben wir hier unten den Kühlschrank. Ist auch sehr ein grosser. Für unsere paar Sachen. Mhm. Dazu gibt es noch zu sagen, der Kühlschrank hier, der ist auch Aufpreis, also das ist nicht der Standard gross, das ist der grössere Kühlschrank. Haben wir zwar zuerst eigentlich gar nicht wollen, aber hat sich dann schlussendlich schon gelohnt, weil der andere wäre zwar von der Grösse her ausreichend gewesen, aber dann wäre alles am Boden unten gewesen und ich kann nicht wieder so am Boden rumknündeln und so und dann sieht man ja nicht, was man im Kühlschrank hat, das ist ein Zeichen. Genau, man wird ja nicht jünger, sondern älter. Dann haben wir natürlich auch in der Küche verschiedenste Kästchen, wo wir jetzt hier einfach mal alles ein bisschen rein da haben. Da haben wir die Pfanne. Es ist noch nicht alles verfixt natürlich, aber wir haben es jetzt einfach mal irgendwo rein müssen tun, eingeräumt. Dann hat es hier noch ein Kästchen.
Auch noch ziemlich leer. Auch noch ziemlich leer. Es geht sehr weit hinten, ein Abfallkübel. Und ja, dann ist eigentlich da ist Küche, Wohnbereich. Weil so ist das quasi abgetrennt. Und jetzt kommt man quasi ins Schlafzimmer und ins Badzimmer, dann kommen wir mal mit. Zur rechten Seite hätten wir die Dusche. Das ist also eine kleine Dusche, aber es ist eigentlich wie die Heim. Es funktioniert alles wie die Heime. Da der Rost. Man kann den Boden rausnehmen. Also man muss ihn rausnehmen. Genau, man muss ihn rausnehmen. Dann hat es hier so einen Holzboden. Den kann man drin lassen oder rausnehmen. Das spielt keine Rolle. Es hat 2 Abläufe. Also wenn das Wohnmobil mal schräg steht, spielt es auch nicht so eine Rolle. Es läuft ab. Und dann kann man einfach die Wände hier kann man aufklappen und dann hat man eine viereckige Dusche. Und wir haben das in unserem Wohnmobil, das wir gemietet haben letztes Jahr, haben wir das ausprobiert und das geht also perfekt. Man hat gut Platz. Das Holzteil für in die Dusche, das hat eigentlich vor allem nur eine Aufgabe. Und zwar die Duschwände zu heben, dass wenn wir fahren, dass das nicht die ganze Zeit so flattert. So. Also das ist, ja, und es sieht noch schick aus. Gut, dann Sven, du müsstest ein bisschen reinkommen, weil ja. Es ist alles ein bisschen kleiner. Ich stehe jetzt hier in die Dusche rein. Genau. Jetzt hier haben wir ein WC. Genau. Da hat es eigentlich auch alles, was man braucht. Da hat es das Kästchen, es hat mega viel Platz. Wir brauchen wahrscheinlich gar nicht alle Platz, weil so viel Wagen kannst du ja gar nicht haben. Das zweite. Dann haben wir hier das WC, das ist auch simpel. Man macht, wenn wir auf dem WC sind, also wenn wir aufs WC gehen, macht man auf, dann ist das Loch offen. Dann kann man das spülen. Zack. Und dann macht man wieder zu. Genau. Und da haben wir auch noch ein Kästchen. Das ist nicht wahnsinnig gross, aber kann man auch noch etwas Kleines reinstopfen. Zu der Spülung gibt es noch zu sagen, es gibt Wohnmobile, die haben separates Wasser für die Spülung. Da bei uns ist es also nicht so. Das heisst, wir haben den 110 Liter Tank, der hier vorne ist, wo eigentlich das Trinkwasser oder das Abwaschwasser und Duschwasser drin ist gleichzeitig also auch das Spülwasser. Finde ich eigentlich noch angenehm, muss man nicht noch extra noch mal daran denken, dass... Genau, ja. Macht auch Sinn eigentlich. Also, ja. Ist halt ein bisschen bequemer. Ist ein bisschen bequemer, genau. So ist es. Und jetzt ist man quasi, weil ja die Tür zu ist, hat man eigentlich einen grossen Bereich für Badzimmer, Duschen, WC, was auch immer. Und mir ist auch ein bisschen, wenn jetzt einer will schlafen und der andere will noch etwas lesen hier vorne, dann hat man so ein bisschen eine räumliche Trennung. Und es hat noch einen Vorteil. In der Nacht wird es da dann nicht so schnell kalt. Weil man kann es dann wie so als die Heizung, respektive das Bedienpanel für die Heizung, das ist nämlich da im Schlafzimmer. Genau. Und wenn man da schön zumacht, dann ist es zwar, ja, es bleibt einfach länger warm da. Also es ist wirklich noch... Ja, das haben wir nämlich ausprobiert. Gute Sache. Letztes Jahr, als wir das Wohnmobil gemietet haben, haben wir nämlich die Heizung gebraucht, weil es ist im April, Anfang April, es war relativ kalt gewesen. Ja. Ich bin jetzt da zwischen den Betten im Schlafzimmer und da haben wir unsere Kombi. Das ist Truma Kombi E 6E und E, weil wir können nämlich, wenn wir jetzt Aussenstrom haben für 220 Volt, können wir auch nur elektrisch heizen. Das heisst, wir brauchen gar nicht unbedingt Gas. Da stellt man ein, wie stark oder wie wenig, also wie fest dass man heizen will. Und da ist quasi nur heizen oder heizen und Warmwasser bis 60 Grad. Oder wir können im Sommer zum Beispiel können wir auch nur Warmwasser machen, ohne heizen. Weil das wäre ja blöd, wenn wir müssen heizen für zum Warmwasser haben, das wäre ja doof. Super Sache. Ja, dann haben wir da hinten den Käfer. Und zwar ist das eben, wie gesagt, unser Glückskäfer. Und wer wo schläft, ist ja wohl auch klar. Die Mini und der Mickey. Nein, Spass beiseite. Das ist jetzt das Bett. Mit hinten hat es auch noch Kästchen für Kleider. Es hat auch oben durch Kästchen und
Ablagen und es verhebt eigentlich super. Man kann auch dort oben Kleider rein tun und es hebt wirklich wunderbar. Dann kann man das Bett auch vergrössern. Kann man hier durchziehen. Dann gibt es hier einen Einsatz, den man rein tun kann, so eine Matratze. Und dann hat man eigentlich die ganze Liegefläche. Aber für uns zwei langt das so. Also schieben wir es wieder rein. Zack. Dann haben wir unter dem Bett auch noch Kästchen. Und zwar ist das da. Einerseits. Da unten hat es eine Kleiderstange drin und wie man sieht, es ist also extrem gross, das Kästchen. Also da kannst du noch ein paar Sachen anhängen. Und wir haben jetzt einfach mal hier unsere Jacken rein da. Dann hat es auf der gegenüberliegenden Seite nochmal ein Kästchen. Auch das ist riesig. Und da unten hat es aber noch etwas drin, das ist noch wichtig. Das hier ist der Frostwächter. Respektive, da gehen alle Wasserleitungen werden da durchgeschlauft. Und wenn es unter 60 Grad wird im Auto, dann geht der automatisch auf und lädt das Wasser ab, nicht dass uns die Leitungen eingefrieren. Wäre blöd. Man kann ihn allerdings mit dem blauen Hebel, aber darfst jetzt nicht, ja. Kann man dann auch separat, also von Händen auftun und dann läuft das auch nicht ab. So ist es. Ja, jetzt sind wir am Ende angelangt von unserer WOMA-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir freuen uns immer, wenn ihr wieder einen Kommentar reinschreibt oder einen Daumen nach oben. Oder ja, wenn ihr auch noch Anregungen habt, einfach schreiben, euch melden. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst SWEFA on Tour. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst SWEFA on Tour.